Einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich in Mundelsheim im Wengert unterwegs. Heute will ich mal die Elke im Wengertle besuchen. Die wird uns ein bisschen was erzählen über diesen Familienweinberg. Hallo Le, darf man reinkommen? Hi. Hallo Katrin, kommst gerade recht? Wir haben als Foto gefunden, was drin erkannt ist. Wir gucken schon die alten Bilder. Ja. Da ist jetzt meine Uroma. Das ist mein Onkel, meine Mutter, also mein Onkel Erich von der Seite von meinem Vetter Joachim. Und da ist mein anderer Onkel, der Onkel Walter, mein anderer Vetter Heinz, der Vater. Genau, und das nehme ich an, dass das von den Kriegsgefangenen, die hier Frondienst leisten mussten, von der französischen Seite, welche sind, die da dabei sind. Und die, da hat man also, da siehst du ja den Körper, was man da alles hat, was sie da gefespert haben. Lugeles-Käse natürlich, jetzt musst du mal den Leuten natürlich demnächst erklären, was ist Lugeles-Käse. Ja, erzählen wir dann. Ich zeige mal ein bisschen die Aussicht hier, wie schön das ist, aber erzähl du weiter. Und da gab es halt den Lugeles-Käse und ein paar rote Würst. Brezel hat es damals noch nicht so gegeben zum Mitnehmen. Meistens hat man Brot gehabt und aufs Feuer gelegt zum Rösten, weil es war ja nicht so schön wie da, es war oft auch frostig und saukalt. Und du hast keine Gummistiefel damals ja noch gehabt zum Trockenlesen. Die haben dann Gamasche rumgewickelt gehabt aus Wolle teilweise. Ja. Und ja, und dann sicher die, wo da die Butter tragen, das sieht man so, ja, die haben ja so schwere Holzbutter drauf gehabt. Und das haben nur die tüchtigsten Männer halt geschafft zum Tragen, weil es ist ja heute noch ein schweres Geschäft, das Ganze, ihr wisst ja, wie das ist. Ja. Der Weinberg kommt von meiner Mutter ihrer Seite, den wir hier hin, und zwar über ihren Vater, den Friedrich Klingler. Also, und das hier ist das Elternhaus. Genau, das ist jetzt das elterliche Haus von meiner Mutter. Und dann sind die immer da, den Weg, den man da sieht, den breiten Weg, hier hinter den alten Weg hoch und dann geht es hier eine Kante hinauf, hat man gesagt. Ja. Das ist ein richtig altes, holpriges Ding. Die gibt es heute noch, die ist sehr, sehr steil. Da kannst du mit dem Kuhkarre gerade so hochfahren, bis sie dann die neuere Straße dann hier vorne, da wo jetzt das Grün ist, durch die Weinberg gebaut haben. Und das war ja so, wenn es dann früher mal donnert hat oder sonst was war, das hat meine Mutter oft erzählt. Entweder sie waren dann da oben auf die Felder mit dem Kuhgespann oder wenn du im Weinberg warst, da konntest du gar nicht heim, da musstest du unter das Gespann sitzen. Und dahinter sind die Rotzenberge, Richtung Steinbruch raus und da ist sehr, sehr viel anpflanzt worden, wo die dann Getreide, Mais, Kartoffeln. Da hat man noch Äcker gehabt. Heute ist das alles Wein. Ja, genau, genau. Kann man mal sehen, welche Bedeutung jetzt der Weinbau hat gegenüber der Landwirtschaft. So ist es ja. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, weil die Mischkultur verloren geht. Also ist klar, Wein schmeckt gut, verstehe ich schon. Ja. Aber man muss ja auch das Ländle versorgen. Man kann ja nicht nur importieren. Man muss ja auch selber noch was haben. Ja, sonst müssen wir halt nass füttern. Okay. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.